Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge heute für eure Sendung. Der Verein Bildende Kunstschaffende Berner Oberland hat wieder die schönsten Kunstwerke ausgestellt. Der Nicola Liebegut von den Thun Tigers erzählt uns seine Leidenschaft zum American Football. Und wir zeigen euch paradiesisch schöne Wasserfälle in unserer Region. Was sonst noch alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Amstutz wird nicht Mitglied der SVP-Fraktion. Am Donnerstag hat man beschlossen, das Aufnahmegesuch vom Parteimitglied und der früheren SVP-Fraktionschefin abzulehnen. Raphael Vicky heisst der neue Trainer. Der 45-jährige Walliser ist beim Super League Dritten vor vergangenen Saison anlässlich einer Medienkonferenz vorgestellt worden. Geopolitik ist eine Rahmenbedingung für die Wirtschaft. Das sagt der Bundespräsident und Außenminister Ignazio Cassis an der Eröffnung des Swiss Economic Forum in Interlaken. Der Verein Bildende Kunstschaffende Berner Oberland hat vom 14. bis zum 29. Mai ihre Kunstwerke im Dachstock auf dem Stadthaus Zunterseen ausgestellt. Neben wunderschönen Malereien sind auch Figuren aus Zement und Marmor ausgestellt worden. Die Künstlerin Giselle Gilgen hat uns von der Entstehung und Bedeutung für ihre Bilder erzählt. Meine Bilder sind immer abhängig von was um mich herum passiert. Ich bin sehr vielleicht beeinflussbar oder sensibilisiert auf die Umwelt. Und eigentlich verstehe ich meine Bilder erst, wenn ich sie gemalt habe, was ich machen wollte. Und die Bilder, die ich hier habe, die Serie, die hat sehr stark zu tun mit den letzten 2 Jahren, in denen wir gelebt haben, mit dem Covid, das mich eingeschränkt hat. Also die Einschränkungen sieht man in diesen Bildern dort im ersten. Man sucht nach Öffnungen, man ist aber immer ein bisschen blockiert. Und am Schluss, jetzt vielleicht könnte man sagen, im Zusammenhang mit dem Krieg, merkt man die sehr starke Vernetzung. Und man ist gar nicht mehr frei, zu gehen oder nicht zu gehen. Und das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich angefangen habe, zuerst mit dem weißen Dreieck, das noch offen war. Und nachher ist das zu geworden und dann habe ich gemerkt, ja, da muss noch etwas her. Dann habe ich angefangen so spielen mit der Linie innen außen. Und plötzlich habe ich gedacht, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ja, ganz eine starke Vernetzung dargestellt, die man nicht mehr auseinandernehmen kann. Und genau da leben wir jetzt. So erkläre ich meine Bilder. Die Idee einer Ausstellung ist natürlich schon mit dem Verkauf verbunden. Jeder Künstler hat natürlich seinen Bekanntenkreis. Aber den Bekanntenkreis hat man auch mal abdeckt mit Bildern. Die haben mal alle Bilder gekauft und können nicht jedes Mal Bilder kaufen. Es ist einerseits ist eine Wertschätzung, auch wenn ein Bild gekauft wird. Das heisst, es gefällt jemandem findet den Zugang. Und da es ja etwas sehr Persönliches ist, ist es etwas sehr Schönes, wenn jemand ein Bild kauft. Weil man hat somit jemanden berührt. Von Kunst kommen wir zum Sport. Der Nicola Liebegut ist der Quarterback bei den Thun Tigers. Diese Saison spielen sie neu in der höchsten Liga der Schweiz. Er hat Manuel erklärt, wieso der American Football seine grosse Leidenschaft ist. Vielleicht kurz auf deine Position, Quarterback. Wie es dort dazu gekommen ist, hast du gesagt, hey, ich möchte Quarterback werden, oder hat sich das ergeben? Ja, das hat sich eigentlich so ein bisschen ergeben. Da in der Schweiz eigentlich erst so mit... Jetzt mittlerweile kann man schon früh spielen, so mit ab 10. Aber früher war es noch nicht so. Da ist man einfach mal ins Training mit 15, 16 und hat vorher geshootet, zum Beispiel wie ich. Und dann hat man da ein bisschen auf den Ball werfen und dann irgendwann hat der Coach gesagt, er hat noch Potenzial. Und irgendwie ist das dann so entstanden daraus, genau. Und auch aus deiner Sicht deine Position, oder hättest du lieber was anderes gemacht? Nein, von mir her hat das tiptop passt. Das hat mich gerne interessiert, die Position. Von dem her ist das gut aufgegangen für mich. Ja. Du bist schon relativ lang bei den Thun Tigers auch. Ein Urgestein kann man fast schon sagen. Für dich ein Wechsel war schon mal eine Option in all diesen Jahren? Also ein Wechsel ist für mich überhaupt keine Diskussion. Es ist nie zur Diskussion gestanden, weil Thun bedeutet mir eigentlich alles. Das Football bedeutet mir alles, also darum probiere ich das zusammenzuhalten. Auf einer Seite der Spieler, auf der anderen Seite der Trainer. Was ist der Unterschied oder was macht der Reiz aus, dass du beides jetzt machen kannst? Also eben, der Trainer macht jetzt seit 2 Jahren U16. Vorher hätte ich mir es auch noch nicht unbedingt zugetraut, weil es braucht halt schon eine gewisse Erfahrung, für als Trainer herzustellen, denen etwas beizubringen.
Ich finde es spannend, den Jungen zuzuschauen, denen etwas zu zeigen, was man selber früher lernen musste. Und schaue gerne den Kindern zu, wie sie spielen, wie sie Freude haben an diesem Sport und wie das Ganze wächst. Vom Sport kommen wir in die Natur. Die Hitzetage stehen schon bald vor der Tür, darum werden die kühlen Wasserfälle umso mehr aufgesucht. Im Juni werden wir eine Bildergalerie veröffentlichen. Darum wäre es cool, wenn ihr eure schönsten Bilder und Videos von den Wasserfällen an die Redaktion @jungfrauzeitung.ch schicken würdet. Hier ist schon mal ein erster Eindruck von einem wunderschönen Wasserfall. Ob es in den nächsten Tagen ebenfalls so kühl wird sein wie an den Wasserfällen, erzählen uns jetzt die Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos und einzelne Beiträge findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch vielmals für Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Guten Abend und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Aktuell da liegen wir in einer feucht-warmen Südwestströmung. Das heisst, es gibt immer wieder sonnige Abschnitte, aber zum Teil halt auch Platzregen und Gewitter. Und an dieser Südwestströmung ändert sich auch in den kommenden Tagen nicht viel. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir, es kommt da von Spanien her eben sehr warme Luft zunehmend in den Alpenraum rein, aber die Luft ist eben angefeuchtet. Das ist also durchaus Potenzial auch für kräftige Gewitter. In Nacht auf morgen gibt es also schon mal gebietsweise Platzregen oder auch Gewitter. Und dann ist morgen Vormittag wechselnd bewölkt mit zum Teil sonnigen Abschnitt, aber stellenweise sind auch schon die ersten Regengüsse mit dabei. Die Temperaturen die gehen dafür nicht allzu weit retour. Die Städte die liegen zwischen etwa 12 und 15 Grad. Wo am Nachmittag da brodelt es näher aber. Es gibt grosse Quellwolken, weiter Erfolg, zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter. Stellenweise muss man durchaus mit Hagel, Starregen oder Sturmböen rechnen. Und die Temperaturen die sind auf sommerlichem Niveau. Die Höchstwerte die liegen bei etwa 25 bis 26 Grad. Am Samstag geht es insgesamt recht sonnig weiter. Allerdings bilden sich speziell über den Bergen wieder grosse Quellwolken, weiter Erfolg, auch wieder Platzregen und zum Teil Gewitter. Die Temperaturen die reichen hochsommerliche 28 Grad. Am Pfingsten da ist es nur noch zum Teil sonnig. Im Verlauf des Tages sind wahrscheinlich verbreitet und zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter auf. Die Temperaturen die sind ziemlich schwül. Die Höchstwerte die liegen bei um die 25 Grad. Am Pfingstmontag und dann am Dienstag geht es veränderlich bewölkt weiter. Es gibt speziell in der zweiten Tageshälfte jeweils so ein paar Platzregen oder lokal Gewitter. Die Temperaturen gehen ein bisschen retour auf den Mittwoch. Da gibt es dann wahrscheinlich eine Stabilisierung. Das setzt sich zunehmend das Hochdruckgebiet durch. Das war es vom Wetter. Ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.